Sie kennen solche Darstellungen von Engeln. Sie sind kunstvoll, eindrücklich oder einfach nur kitschig. Aber sind Sie persönlich schon einmal einem Engel begegnet? Gibt es überhaupt Engel? Was genau sind denn Engel? Darüber wollen wir heute mehr erfahren. Und zwar, was Engel im Judentum, im Christentum und im Islam sind. Gibt es da Unterschiede? Und sind Engel heute noch wichtig in diesen Religionen? Dazu sind unsere Gäste Anni Berner-Hürbin. Sie ist Psychotherapeutin und promovierte Sprachwissenschaftlerin. Sie weiß um Begegnungen mit Engeln heute. Abbas Poya, islamischer Theologe, bis vor kurzem Gastprofessor an der Universität Zürich. Er bestätigt, im Islam wimmelt es nur so von Engeln. Leonardo Friedmann, er ist Historiker und sagt, im Judentum sind Engel bekannt, vor der Verehrung von Engeln wird aber auch gewarnt. Engel faszinieren die Menschen. Frau Berner, können Sie das nachvollziehen? Ja, es gibt heute eigentlich viele Engelbücher. Ich habe noch nicht so viel angeschaut, aber es erzählen mir immer wieder Patienten, Patientinnen, dass es schöne Engelbücher gibt. Und ich denke, wir sind in einer Welt, wo vielfach auch negative Kräfte uns beschäftigen, uns Angst machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass eben in diesem Zusammenhang auch die Sehnsucht ist, dass man etwas Schützendes, etwas Gutes hat. Und es ist etwas Schönes, wenn man sich auch mit guten Themen beschäftigt. Etwas Positives. Also ich glaube auf jeden Fall, dass es Menschen gibt, die sich mit Engeln, mit dem Glauben an Engel identifizieren. Und ich glaube schon, dass jeder Mensch bestimmte Erfahrungen, Erlebnisse hat, in denen man ein Bedürfnis auch zu solchen übernatürlichen, übersinnlichen Wesen verspürt. Aber ich glaube nicht, auf jeden Fall im Rahmen des Islams, dass ein verbreiteter Glauben an Engel heutzutage präsent ist. Also beides. Es könnte bei jedem Menschen, aber es ist nicht so verbreitet. Wie sehen Sie das? Diese Ambivalenz gibt es sicher auch im Judentum. Aber wie schon im Trailer gesagt, es wird davor gewarnt, heutige Situationen mit früheren zu vergleichen. Ich denke, die Erfahrungen, die Engelserfahrungen spielen auf einer sehr hohen Ebene statt, die wir heutzutage kaum noch erreichen können. Daher diese Erfahrungen, die heutzutage Menschen machen mit Engeln, da stelle ich ein großes Fragezeichen. Also es klingt so zwiespältig. Ist die Haltung im Judentum zu Engeln, würden Sie die als zwiespältig bezeichnen? Nicht Wirklich. Also es gibt keinen Zweifel, dass alle jüdischen Denker, seien sie Mystiker oder nicht, also auch große Systematiker wie Maimonides, ein Denker aus dem 11. Jahrhundert, der sich ganz klar gegen die Mystik grundsätzlich ausgesprochen hat. Alle sind der Meinung, es gibt Engel oder es gab Engel und es gab Engelserfahrungen. Die Bibel ist voll davon. Aber dass heutzutage Engelserfahrungen möglich sind, davor würde ich mal ein großes Fragezeichen stellen. Ja. Also eben Sie sagen, gegen die Mystik oder gegen eine Tradition, wo das Göttliche im Menschen drin direkt erfahren wird. Da würden wir erwarten, dass Engel eine Rolle spielen. Das heißt, es gibt innerhalb Ihrer Traditionen gibt es auch durchaus verschiedene Strömungen. Es gibt sehr viele Strömungen im Judentum, aber eben es gibt auch eine Einigkeit. Und wenn es um die klassischen Texte geht, gibt es umso mehr eine Einigkeit. Und die sprechen eigentlich eine klare Sprache. Da kommen Engel vor. Wie ist das im Islam? Also wenn man die islamische Glaubenstradition näher betrachtet, ist es einfach so, dass man zwar an Engel glaubt und vor allem die Engel in den Geschichten großen Propheten existieren und auch im Zusammenhang mit der Geschichte des Propheten Mohammeds Engel immer wieder vorkommen. Aber nach dieser Zeit, nach dem Tod des Propheten, allein aus rein theologischen Gründen ist es sehr schwierig zu argumentieren, dass man Engel sehen kann, erfassen kann als ganz einfacher, normaler Mensch. Man ist der Überzeugung, dass nur besondere, bestimmte Menschen diese Beziehung, diesen Kontakt zu Engeln aufnehmen können. Einige Mystiker
sind der Meinung. Aber im Großen und Ganzen geht man davon aus, dass die normalen, einfachen Menschen keinen Kontakt zu Engeln haben können. Insofern diskutiert man immer noch über Engel. Man schreibt über Engel, man macht sich darüber Gedanken, was sind da für Wesen und wie soll man sich einfach Engel vorstellen. Da gibt es große Diskrepanz zwischen Philosophen, Mystikern und Theologen. Aber man hält Abstand davon, dass man denkt, jetzt können wir auch direkt mit den Engeln Erfahrungen, Erlebnisse sozusagen haben. Das ist, glaube ich, im Islam ein bisschen anders. Ja. Genau, Frau Berner, wir würden Sie als Psychotherapeutin sehen, aber auch mit christlichen Wurzeln. Wenn wir da hinschauen, könnte ich ja auch sagen, wie im Islam, es wimmelt nur so von Engeln. Wir haben zum Beispiel im Neuen Testament schon die Verkündigung, wenn wichtige Personen geboren werden, Jesus von Nazareth oder Johannes der Täufer, da erscheint erst mal ein Engel, in dem Fall Gabriel, und kündet das an. An Ostern, da sind 2 Engel im leeren Grab. Es sind 2 Engel, die sagen, Jesus ist auferstanden. Was sind Engel im Christentum? Sie haben verschiedene Funktionen. Ich denke, zunächst sind sie wahrscheinlich eben auch die Engel, die die ersten Christen mitbrachten aus dem Judentum. Das ist ganz klar. Es sind auch Männer ohne Flügel. Ich denke, diese Flügelwesen sind auch natürlich enorm menschenähnlich dargestellt worden. Man muss sich das wahrscheinlich eben ganz, ganz fein und anders vorstellen. Aber im Christentum ist es oft so, in der Bibel, da kommen sie in außergewöhnlichen Situationen. Also wir haben, und das habe ich mit der Zeit gesehen, die hohen Initiationsstufen, die in der kirchlichen Tradition verloren gegangen sind. So, da sind Verkündigung, dann die außergewöhnliche Geburt, dann die Präsentation im Tempel und dann das wunderbare Ende oder das erhöhte Ende. Das sind 4 Initiationsstufen, die wir eigentlich von Ägypten her über Persien, über Griechenland immer ganz ähnlich vergleichbar haben. Und dort sind auch immer die Engel vorhanden, auch im Zweiten Testament, im Neuen Testament, wie wir sagen. Dort sind Engel der Verkündigung da, es sind auch Engel, die Kraft geben da. Und ich denke, es wurde dann immer mehr ausgeweitet. Wir haben ja enorm eine Zeit lang, im Mittelalter gab es sehr, sehr viele Engel. Und das ging dann auch wieder zurück. Ich denke, vielleicht haben sie zugenommen im Maß, wie man die Teufel dann eben draußen haben wollte. Und sie haben vor allem Schutzfunktion, Schutzengel und eben vielleicht noch etwa ein Hinweis. Spannend, wie sich das alles entwickelt hat. Bleiben wir noch ein bisschen bei den Ursprüngen. Sie haben jetzt schon die persönliche Entwicklung angedeutet, oder? Engel treten in Träumen auf, sagen zum Beispiel Josef, er soll, der Vater von Jesus, er soll das Land verlassen, er soll fliehen. Für mich klingt das so, Engel sind Boten Gottes. Also der Kollege oben spricht nicht direkt, sondern der schickt einen Engel. Ist das die Funktion? Ja, also das wird in verschiedenen Traditionen so gesagt. Sie sind Boten. Also das Wort Engel, das ist das christlich-griechische Wort eigentlich. Das ist eine Botenkraft. Ich würde sagen, eine Kraft. Und wenn wir gucken, ich orientiere mich theoretisch dann eben gerne bei den Griechen, weil sie in der Philosophie so ein Bewusstseinssystem, eine Bewusstseinslehre ausgearbeitet haben. Und da wäre der Mensch, der ist mal da körperlich. Und der ragt dann in einen psychischen Bereich mit seiner Seele. Und dort kann er Kräfte wahrnehmen. Und dieser Bereich ist Daimonion, also der Bereich der Daimones. Und das sind Engel und Teufel, also das ist ein ganzes Spektrum. Und dieser Bereich ragt in den göttlichen, spirituellen Bereich. Und das sind dann die Theoi, das Theion. Und schlussendlich wäre über allem das nicht mehr Aussprechbare, auch bei Platon, aber das Göttliche. Also wollen Sie damit sagen, die Griechen haben die Engel erfunden? Nein, überhaupt nicht. Ich denke, alle alten Kulturvölker haben diese Kräfte gespürt im Psychischen. Weil Sie haben gerade gesagt, das Christentum fußt ja im Judentum. Ja. Und da haben wir den Herrn Friedmann da, eine Darstellung aus dem Ersten Testament oder aus der Tora. Sie haben ja auch da eine Ausgabe mitgebracht. Der Traum Jakobs, oder? Hier eine Darstellung von Michael Willmann
aus dem Barock, natürlich mit den Barockengeln. Aber der hat ja einen Traum, wo Engel vom Himmel oder umgekehrt auf einer Leiter oder auf einer Treppe auf- und absteigen. Was sagt ihr im Judentum über diesen Traum? Nun, der Jakobsleitertraum ist in einen Kontext eingebettet. Da geht es darum, dass Jakob aus Israel herausgeht und sich unsicher fühlt. Und in diesem Moment träumt er und weiß danach, Gott ist bei ihm, die Engel, Schutzengel sind bei ihm und begleiten ihn jetzt in diese schwierige Zeit in Charan, wo er auf Lavan trifft. Das ist sozusagen das erste Mal, dass Schutzengel mehr oder minder irgendwie angesprochen werden. Ja. Also eine Schutzfunktion könnten wir daraus lesen. Wir können es erst recht daraus lesen, weil wir danach eine zweite Stelle hat, wo Jakob zu seinen Enkeln spricht und ihnen einen Segen gibt. Und bei diesem Segen sagt er, der Engel, der mich beschützt hat, der wird auch euch beschützen. Das sagen wir unseren Kindern jeden Abend. Und daher ist es nach dem Kommentator Rashi ist es daraus ganz klar, dass es sich um Schutzengel handelt. Also das ist eine spätere Kommentierung oder Einordnung. Wie wird denn das später diskutiert? Was gibt es da noch für andere Funktionen von Engeln bei euch im Judentum? Also Engel ist ein Sammelbegriff. Wir haben einen großen italienischen Mystiker aus dem 18. Jahrhundert, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto. Der hat eine Klassifikation gemacht von Engeln. Und wenn wir auf ihn jetzt uns stützen, dann können wir sagen, es gibt eine große Bandbreite von höheren Wesen, spirituellen Wesen, die nicht an einen Körper gebunden sind. Und dazu gehören die Engel mit ganz verschiedenen Funktionen, seien es Schutzfunktionen, seien es Repräsentanz. Also Engel repräsentieren Völker, repräsentieren Menschen, repräsentieren Handlungen. Es gibt die verschiedenen Arten von Engeln, die ebenfalls zur Sprache kommen, wie die Seraphim oder die Cheruvim. Die Cheruvim sind die einzigen, die überhaupt im Tempel eine Darstellung kriegen, während alle anderen Engel gar keine Darstellung finden im Judentum. Und was machen die Cherubim oder Seraphim so den ganzen Tag? Nach jüdischer Tradition ist es so, dass ein Engel eine Aufgabe hat und danach verschwindet. Meistens muss er etwas erledigen auf dieser Erde, danach singt er ein Lied zu Gott und damit hat sich's. Es gibt ja im Christentum auch die Engel, die Gottlob preisen, oder? Genau. Daraus sind dann die Langweiler im Himmel sozusagen geworden. Aber ursprünglich war es ja ein ernst gemeintes Anliegen. Also in der Islam ist es einfach so, dass zwar die Engel im Koran in verschiedenen Stellen diskutiert werden, thematisiert werden, vor allem eben bei der Schöpfungsgeschichte und später eben erscheinen Engel zum Beispiel bei Maria, um ihr die frohe Botschaft zu überbringen, dass sie eben ein Kind in sich trägt. Und auch bei dem Propheten Mohammed in einem Zusammenhang wird die Rede von Engel sein im Koran. Nur ist es so, dass man auch eine logische Erklärung dafür hat, warum man überhaupt Engel braucht. Genau, die interessiert mich jetzt. Genau, in diesem Universum sozusagen, in diesem Schöpfungssystem. Wozu braucht Gott um Gottes Willen, um Himmels Willen Engel? Ja, das logische Problem hier ist einfach, dass man, wie auch in der neuplatonischen Ontologie hatte, wie konnte es von einer Einheit sozusagen diese Vielfalt herausgehen? Man geht davon aus, dass, und auch das ist die Überzeugung des Islam, dass Gott eine Einheit bildet, die undurchdringlich ist. Und dann stellt sich die Frage, wie konnte diese Vielfalt dann entstehen durch ein einheitliches, undurchdringliches Wesen? Also dann braucht man eben Engel, die Vermittler zwischen dem Gott und der sinnlichen Natur sind. Die sind diejenigen, die sozusagen das Materielle dann vermitteln, weil eben Gott selbst direkt nicht da eingreifen will.
deshalb braucht man eben Engel, um diese Verbindung zwischen dem Übersinnlichen und der Natürlichen sozusagen herzustellen. Ein Beispiel aus einer älteren Miniatur, oder dass der Erzengel Gabriel, wir haben von Gabriel auch gehört, jetzt im Neuen Testament, den Koran Mohammed, dem Propheten, eingibt oder sogar diktiert. Was hat es mit dieser Geschichte auf sich? Nach der islamischen Tradition ist das so, dass der Erzengel Gabriel die Offenbarung vermittelt, unter anderem auch an den Propheten Mohammed hat er das getan. Aber das ist nicht nur einmal, dass er sozusagen bei ihm erschienen ist, in anderen Zusammenhängen genauso. Nur ist das die Frage, wie soll man sich jetzt den Engel Gabriel vorstellen? Hat der Prophet Mohammed wirklich diesen Gestalt sozusagen gesehen? Oder das war nur eine Vorstellung, eine Eingebung? Und da unterscheiden sich eben unterschiedliche Interpreten, Theologen, die unterschiedliche dann Wege gehen. Es gibt auch in der modernen Zeit viele Koranexegeten, die der Meinung sind, das war vielmehr eine Eingebung. Diese Beziehung zu Gott war sozusagen unmittelbar. Aber es gibt auch diese Überzeugung, dass eben über Gabriel alles an den Propheten Mohammed vermittelt wurde. Sie sind in Afghanistan geboren. Sie haben an verschiedenen Orten islamische Theologie studiert, in Afghanistan, in Iran, in Syrien. Sie haben später auch Islamwissenschaften studiert, hier in Europa, in Deutschland. Also sozusagen der Blick von innen, aus Ihrer eigenen Religion heraus, die islamische Theologie, und dann noch der Blick von außen, oder die Islamwissenschaften. Schiitischer Ausprägung ist noch wichtig dazu zu sagen, die islamische Theologie. Wie würden Sie jetzt heute persönlich so diese Geschichte interpretieren? Also ich glaube, da gibt es natürlich unterschiedliche Standpunkte zu diesem Thema, ob man jetzt sunnitisch, ascharitisch denkt oder schiitisch, rational denkt. Aber ich glaube, der eigentliche Diskussion findet zwischen den Philosophen auf der einen Seite und den Theologen auf der anderen Seite bei den Muslimen. Während die Theologen versuchen, das, was im Koran so wortwörtlich steht, zu akzeptieren, aber gleichzeitig auch teilweise rational zu erklären, meinen die Theologen, die Philosophen, dass eben mit den Engel und vor allem mit dem Engel Gabriel ist nicht ein übersinnliches Wesen gemeint, vielmehr eben den Intellekt ist gemeint. Und daher gibt es auch heutzutage in der modernen Zeit auch bestimmte Koranexegeten und Gelehrten, die der Meinung sind, dass Engel sind nichts anderes als Kräfte, als Energien, die wir sozusagen in der Natur erleben. Auch mit den Energien ist das so, dass wir die Wirkung sozusagen verspüren, aber die nicht mit den Augen sehen können. Also sie versuchen einfach eine rationale Erklärung dafür abzugeben, was heißt Engel. Das heißt, wir würden niemandem zu nahe treten, wenn wir sagen, der Koran wurde jetzt nicht dem Propheten ins Ohr hinein diktiert von einem wahren Engel mit Flügeln, sondern das dürfte man auch verstehen als eine Eingebung. Es gibt auf jeden Fall eine andere Tradition. Genau. Ich hätte da gerade noch eine Frage, und zwar von den Namen her. Also die großen Engel kommen ja aus dem Judentum. Und da gibt es den Mikael, das heißt, wer ist wie Gott. Also die 4 großen Engel tragen eigentlich alle einen Gottesnamen in sich. Der Gabriel, der heißt eigentlich die Stärke Gottes. Der Raphael heißt das Heilen Gottes, Rophe heißt ja Arzt. Und dann der Uriel, das wäre das Licht Gottes. Und wenn wir so von diesen Kräften herkommen, die Kräfte, die Menschen erfahren können in diesem Vierersystem, dann mache ich eine Brücke, dass eben die
Griechen auch Vierersysteme hatten, die ins Weltmodell einflossen. Wir haben das bei den Pythagoreern in der Heiligen Rede. Da ist es die Tetraktis, die Viererkraft, die die Welt gestaltet. Oder im Hippokratischen Eid ist die Anrufung der 4 großen Kräfte in der höchsten Form. Engel sind ja ganz hohe Bewusstseinserfahrungen. Und da ist eben auch die Heilkraft und die Lichtkraft ganz wesentlich. Also, die Frage ist, ob man das so sehen kann. Oder ist es für Sie zu esoterisch, was jetzt Frau Berner sagt? Also die Mystiker würden absolut mit Ihnen einhergehen und das so sehen. Die Mystiker sind die wir genannt haben, etwas freier durchs Leben gehen und sagen, wir brauchen nicht immer eine Vermittlung, bis wir bei Gott sind, oder? Eigentlich gar nicht, sondern die Mystiker befassen sich mit diesen Kräften und mit diesen Engelssystemen, währenddem ein Jude grundsätzlich sich nicht unbedingt damit befassen muss, wenn er sich nicht darauf spezialisieren möchte. Man kann auch ohne diese theologischen Vorstellungen durchs Leben gehen. Aber durchaus denkbar, dass man diese 4 Kräfte dann so interpretieren kann. Die vergleichende Geschichte würden fromme Mystiker natürlich nicht so durchführen. Was mich aber beschäftigt hat, vielleicht darf ich darauf zurückkommen, weil die Frage hat mich jetzt gerade sehr interessiert. Wenn im Islam gesprochen wird von Engeln als Vermittler zwischen der geistigen Welt und der weltlichen Welt, der sinnlichen Welt, dann habe ich eigentlich den Mensch darin vermisst. Ich sehe genau diese Mittlerfunktion dem Menschen gegeben und nicht den Engeln. Die Engel haben eine ganz andere Funktion als etwa Engel. Also die Menschen haben die Funktion, eben das Spirituelle auf die Welt zu tragen. Nur ganz kurz eingeflochten. In der christlichen Tradition ist es auch so, dass die Reformation hat eher gewarnt und gesagt, wir stellen Christus wieder in den Vordergrund. Und die Engel, es gibt unterschiedliche Meinungen, aber tendenziell eher etwas zurück. Die katholische Tradition hält bis heute klar an der Existenz von Engeln fest, sagt, sie sollen verehrt, aber sie dürfen nicht angebetet werden. Wird im Islam, das ist eine interessante Frage, kommt da der Mensch ins Hintertreffen? Nein. In der islamischen Vorstellung haben die Menschen und vor allem Propheten, die auch natürlich Menschen sind, einen höheren Rang als Engel. Engel sind letzten Endes übernatürliche Wesen, die nur im Dienste Gottes stehen und nur seine Befehle sozusagen erfüllen. Sie haben keinen eigenen Willen sozusagen. Und sie können nicht essen, sie können auch nicht trinken. Die Sexualität, Sinnlichkeit sind ihnen fremd. Also sie verfügen über keine menschlichen Eigenschaften. Sie sind auch sozusagen auch mit menschlichen Augen, mit menschlicher Wahrnehmung eigentlich nicht, mit menschlichen Sinnesorganen nicht einfach auch erfassbar. Also die sind nur dafür da, um bestimmte Funktionen, bestimmte Aufgaben sozusagen zu erfüllen. Sie werden bis zur Endzeit leben, aber irgendwann sterben sie auch. Dabei sind natürlich diese 4 Engel sehr wichtig, Gabriel, Michael, aber in der islamischen Tradition spricht man von Israel und Israfil. Aber nichtsdestotrotz ist das so, dass ein Mensch, wenn wir jetzt besondere Menschen vor uns haben, die können immer sich weiterentwickeln. Aber Engel können sich nicht mehr weiterentwickeln. Sie bleiben nicht wahnsinnig viel über Engel aus der islamischen Tradition. Das ist wirklich spannend. Ja. Sie hatten 4 männliche Namen genannt. Sind Engel nur Männer? Ich wollte eigentlich auf etwas anderes danach noch vielleicht zu sprechen kommen. Aber ob Engel nur Engel sind. Der Habitus oder der Gestus der Engel ist ein männlicher. Sie kommen auf diese Welt und haben nicht die Aufgabe zu empfangen, sondern haben die Aufgabe zu inspirieren oder eine Botschaft mitzuteilen. Das ist in alten, antiken Vorstellungen eine Männeraufgabe. Daher kommen sie im Gestus der Männlichkeit daher. Ob sie männlich oder weiblich sind, ist da nicht die Frage. Das ist im Islam klar? Essenz. Ja, auf jeden Fall. Im Islam geht man davon aus, dass die Engel
keine geschlechtsspezifische Eigenschaften haben. Sie sind einfach Engel. Man kann sie nicht als Männer oder als Frauen einstufen. Wie ich gesagt habe, sie haben auch keine Sexualität, keine Sinnlichkeit. Also sie sind Engel, als Engel anzusehen. Und insofern kann man sie nicht nach menschlichen Maßstäben als männlich, weiblich und so weiter oder meinetwegen queer einstufen. Worauf wollten Sie noch? Genau darauf wollte ich hinaus. Kann ich noch etwas sagen dazu? Ja, jetzt, aber... Ja, eben zum Geschlecht, Mhm, oder? gerne. Also ich denke, in der christlichen Tradition haben wir zuerst eigentlich die männlichen Engel aus dem Judentum. Und es sind Männer und am Anfang noch gar nicht mit Flügeln. Und mit der Zeit kommt der griechische Einfluss und dann sind es eben auch weiblich Inspirierte. Also das ist der Victoria-Nike-Typus, der dann eben auch wichtig wird. Und das geht dann weiter. Und man nimmt doch an, dass sie eigentlich mehrheitlich auch androgyn sein können, also Zwittergeschlecht, also in dem Sinn geschlechtlich nicht so definiert, aber dass vielleicht Frauen sich eher oder Mädchen sich eher dann eben weibliche Kräfte vorstellen und Männer männliche. Und dann haben wir die große Zahl der Engel, die zum Beispiel wie Putten oder so, die dann in der Renaissance noch einmal so aufwallen, die kommen ja auch aus der Antike und die sind dann eigentlich geschlechtslos, das sind eher Kinder. Zur Geschlechtlichkeit eben folgender Einwand. In der Tora wird beschrieben, dass gewisse Engel beschrieben als Männer, ganz klar, und nie als Frauen. Und wir kennen auch gefallene Engel, nicht als Teufel oder so, sondern als Engel, die eben gesagt haben, wir versuchen es mal, wir kommen auf die Erde und versuchen diese Geschlechtlichkeit aus und mal sehen, ob wir bestehen, sozusagen als Test. Entweder sind wir Engel die Würdigeren oder sind die Menschen. Sie haben den Test nicht bestanden, sie haben sich eingelassen mit den Kindern der Menschentöchter. Und das ist ein ganz klarer Hinweis, dass mindestens diese Engel mal männlich sein müssten. Dann gibt es weitere Beispiele aus der Bibel, die ganz klar darauf hinweisen, dass es männliche Wesen sind und keine weiblichen. Wer kommt zum Beispiel Abraham besuchen? Das sind 3 Engel in männlicher Gestalt. Ich will nicht behaupten, dass es keine Möglichkeit gibt, dass Frauen auch Engel sind, aber in der Bibel kommt das so nicht vor. Okay, also. Aber es ist interessant, dass diese 2 Figuren, die von denen Sie gerade gesprochen haben, auch im Koran vorkommen. Ganz kurz, im Koran heißen sie Harut und Marut. Die werden sozusagen auf die Erde geschickt zum Test, damit sie sehen, ob die Engel auch Sünde begehen können oder nicht, nachdem sie bei der Schöpfungsgeschichte abfällige Bemerkungen gemacht haben, warum Gott ein Wesen erschafft, der eben nur Sünde begeht, nämlich den Menschen. Dann hat Gott sozusagen diese 2 Engel, Harut und Marut, auf die Erde geschickt zum Test, um zu sehen, auch ob sie sich vor diesen Sünde wahren können, die eben den Menschen zuschreiben. Was ist passiert? Ja, und die sind letzten Endes den Reizen einer Frau dann verfallen. Sie haben nicht nur sexuelle Handlung mit dieser Frau gehabt, sondern auch jemanden getötet, aber auch Wein getrunken. Aber das alles steht nicht im Koran, sondern in der Tradition dann später. Also da kann man natürlich erschließen, dass diese 2 Engel männlich gewesen sind. Aber diese Männlichkeit wurde ihnen gegeben, um diesen Test sozusagen durchzuführen. Aber an sich sind, wie gesagt, die Engel nach islamischer Vorstellung einmal überhaupt nicht sichtbar. Und auch nicht geschlechtlich, auch nicht definierbar. Das heißt, aber ich höre heraus, es gibt in Ihren beiden Traditionen auf jeden Fall die Geschichte eines sogenannten Engelssturzes. Das heißt, Engel wären dann nicht nur, wie wir das gerne hätten, liebliche, freundliche Figuren, sondern gibt es auch böse Engel. Es gibt viele Kräfte und nach der Mythologie also nach dem Bild, das Ramchal, also eben dieser Moshe Chaim Luzzatto beschreibt, gibt es Kräfte, die positiv sein können, auf den Menschen wirken können und eben auch negativ. Beide Kräfte werden von Gott gesteuert. Beide wollen eigentlich nur den Menschen erziehen. Beide wollen nur das Beste für den Menschen schaffen letztlich, weil Gott letztlich nur das Beste für den Menschen will.
Aber dennoch, die Kräfte sind da. Wir können nicht behaupten, es gäbe das Böse nicht. Das gibt es leider. Also das ist natürlich widersprüchlich, auch im Koran, wenn man jetzt über Engel spricht und die Beschreibungen, die im Koran dann vorhanden sind, die sind nicht unbedingt jetzt einheitlich. Wenn man jetzt das Beispiel Harut und Marut nimmt, da sieht man, dass sie auch manchmal Böses tun. Aber da muss man auch dann die Tradition und die Koraninterpretation heranziehen und die Koranexegeten dann versuchen, genau da einfach einzugreifen und meinen, okay, sie wurden dahin geschickt, um sozusagen diesen Test durchzuführen. Aber vom Wesen her sind sie eigentlich nicht böse. Ja, ich finde es hochinteressant, weil dieser Test ja auch mit der Sexualität mal wieder zu tun hat. Sind wir bei einem heiklen Thema für all diese 3 hier versammelten Religionen. Frau Berner, wie sehen Sie das? Es gibt ein neues Buch von Kurt Flasch, Der Teufel und seine Engel, oder? Da haben wir sie wieder. Das ist eine Biografie des Teufels. Aber auch Kurt Flasch erinnert an diese Geschichte des Engelssturzes. Also es gab mal sowas. Es gibt Spuren in all diesen 3 Traditionen, die sich dann vermischen, die dann zu Geschichten führen, die dann aufgegriffen werden, die aufgebauscht werden, die wieder niedergedrückt werden. Aber es gibt solche Geschichten von gefallenen Engeln. Wie sehen Sie das? Also ist für mich jetzt nicht so relevant. Für mich ist eigentlich dieser Kraftbereich, der eben polar ist. Also die ganze alte energetische Welt war eben polar. Oder es gab weibliche und männliche Pole überall und es gab gute und böse Pole. Und für mich ist gerade dieser psychische Bereich ist eben dadurch charakterisiert, dass es negative Kräfte gibt, die runterziehen und dass es positive Kräfte gibt, die uns helfen, höher zu gehen. Also wir sehen das zum Beispiel im Baptisterium von Padova. Sieht man sehr schön, ist auch so eine Leiter und da geht die Seele hoch und wird von Engeln, von hellen Kräften hochgezogen und unten sind dunkle Kräfte, die versuchen runterzuziehen. Aber wir haben hier eine Darstellung von Peter Bruegel, dem Älteren, eben der Sturz der rebellierenden Engel. So würden Sie sich Ihre Engel nicht nehmen lassen? Also ich erfahre eher dann eben diese negativen Kräfte auch in der Therapiesituation. Oder wir haben ja da zum Teil leicht bewusstseinsveränderte Situationen und da spürt man schon gerade bei Menschen, die zum Beispiel in psychotischen Situationen sind, schwer gespalten und so, da kann man schon manchmal spüren, wie man dagegen oder mit Kräften kämpft. Und das andere Beispiel wäre natürlich dann die positive Funktion, dass eben auch in Gruppen Menschen plötzlich erfahren, dass da eine Präsenz ist. Das ist natürlich nicht ein Flügelwesen, sondern es ist plötzlich eine Wahrnehmung einer Kraft oder einer positiven Kraft. Eine Großmutter wird erinnert oder eine Kindergärtnerin oder ein Großvater. Und mit diesen Kräften können wir dann, diese Kräfte versuchen wir dann fruchtbar zu machen als Ressource. Dass das zum Beispiel eine Begleitfunktion wird, dass man in schwierigen Situationen auch sich erinnern kann, ich habe das gespürt und ich verbinde mich jetzt damit und bin nicht einfach so ausgeliefert. Und ich arbeite eher in einem solchen Zusammenhang, also auch nicht mit kleinen Männchen und was da ist, sondern für mich sind das Kräfte, wie das die Griechen auch, Sokrates hat das sehr schön beschrieben im Gastmahl, er hat ja seinen Schutzengel immer gespürt. Und zwar sagt er nicht, dass der Schutzengel ihm sagt, was er tun soll, sondern so ein kleiner Wink, was er nicht tun soll. Und er sagt, Sokrates, die Menschen kriegen solche Kräfte bei der Inkarnation, bei der Menschwerdung kriegt jeder seinen Schutzengel. Wir haben gehört, auch die Länder haben Schutzengel, die Traditionen. Und er sagt aber auch, man kann diese Kräfte vornehmlich wahrnehmen in einem besonderen Bewusstseinszustand. Also nicht, wenn ich mit meinem Tablett da im Zug bin, vornehmlich, sondern eben, wenn ich mich darauf einlasse, wenn ich in die Stille gebe, wenn ich meditiere oder so. Im Schlaf, im Wachschlaf kommen sie. Und Sokrates sagt zum Beispiel, sie zeigen sich vornehmlich in der Seherkunst. Das sagt Sie haben uns jetzt von den gefallenen Engeln sehr elegant zu den Schutzengeln ins Heute getragen. Wir lassen uns das gefallen. Wir haben auch wahrgenommen, dass es Engel mit sehr problematischen Seiten gibt, in allen 3 Traditionen. Die Schutzengel. Sind denn Engel für Sie heute mit Kindern zum Beispiel bei Ihnen in der Familie, ist das ein Thema für Sie? Also diese
Formulierungen gibt es natürlich auch in den arabischen, persischen Sprachen. Man redet viel mehr von Rettungsengel als Schutzengel, aber es ist letzten Endes das Gleiche. Und man verwendet immer diese Formulierung, wenn man Glück im Unglück hat, dann sagt man du hast einen eben Rettungsengel. Aber ich glaube, das ist eben vielmehr ein psychologisches Phänomen. Und ich finde einfach spannend, dass man unterschiedliche Zugänge sozusagen zu diesem Phänomen Engel hat. Und jeder versucht irgendwie mit dem Leben sozusagen zurechtzukommen, indem man in bestimmten Phasen sich wie immer wieder auf Engel zurückberuft oder anderen auf andere Kräfte. Das finde ich interessant und spannend. Und deshalb gibt es auch widersprüchliche Interpretationen im Zusammenhang mit Engel im Islam, aber auch in anderen Traditionen. Und das würde mich viel mehr interessieren, anstatt ein einheitliches Bild von Engeln jetzt in der islamischen Tradition zu geben oder in einer anderen Tradition. Ich glaube, letzten Endes geht es einfach um Menschen. Und diese Menschen haben bestimmte Erfahrungen, Erlebnisse. Und in diesen Umständen, dann brauchen sie auch so einen Halt. Und da brauchen wir auch Engel. Das haben ja sehr gut erklärt, oder? Dass es da ganz verschiedene Einstellungen, auch Traditionen im Islam gibt. Aber ich kann sagen, in muslimischen Familien ist der Schutzengel eine Realität sein. Ja, aber im Islam ist das so, dass man vielmehr einen direkten Bezug zu Gott sucht. Man braucht keinen Vermittler sozusagen zwischen dem Menschen und Gott. Es ist so, dass man sich direkt an Gott wendet und dann dass man direkt sozusagen nach Gott und seine Hilfe ruft, anstatt jetzt über Engel diesen Kontakt herstellt. Also insofern ist vielmehr Gott präsent als Engel. Bei Ihnen als Familienvater mit kleinen Kindern, beim Abendgebet? Ist aber grundsätzlich genau gleich, wie Sie gesagt haben, nur dass wir eben ein Abendgebet haben. Bei diesem Abendgebet, Nachtgebet, also kurz vor dem Schlafengehen, sagen wir das Glaubensbekenntnis, das wir haben, das Schma Israel, die Einheit Gottes sozusagen nochmal uns wachrufen und danach weitere Zusätze, eines davon eben diesen Segen, den unser Vorvater seinen Enkeln gegeben hat und wir das sozusagen jeden Tag weitertragen. Für uns selbst, aber natürlich auch den Kindern vorsagen, sodass sie gut einschlafen. Schön. Sind Sie persönlich schon Engeln begegnet? Also wenn ich das im weiteren Sinn nehme, dann ja. Also natürlich nicht, wie man einem Menschen auf der Straße begegnet. Also ich möchte darauf hinweisen, dass für mich das wirklich eine andere Seinsweise ist. Das ist also eben die psychische Wahrnehmungsmöglichkeit. Wo können sie wahrgenommen werden? Und das ist eben so wie in einem Hauch vielleicht, in einer Kräftigung oder in einem Schauer, den man wahrnimmt. Was ist da passiert? Also ich könnte viele solcher Erlebnisse erinnern, wo ich in einer schwierigen Situation ebenso eine Kraft spürte. Aber ich hatte einmal ein ganz wunderbares Erlebnis. Und für mich ist eigentlich wie im Griechischen bei den Platonikern ist eben dieser Bereich nicht nur Engel, so wie wir sie auch definieren, so diese Botenkräfte zwischen dem Göttlichen und dem Menschen, sondern es sind auch die Möglichkeit von Wahrnehmung von Verstorbenen. Die sind auch dort, die Heroen sind auch dort. Und das, was die katholische Kirche noch hat mit Seligsprechung, Heiligsprechung, das sind solche Stufen, eben das Daimonion oder das Theion, das sich dann zeigte nach dem Tod, wenn jemand irgendwie erfahrbar wurde. Und ich hatte einmal eine Begegnung dieser Art, und zwar, ich hätte nie gedacht, dass ich sowas wahrnehmen würde. Ich bin ja auch durch eine Universität gegangen, wo man überhaupt nie von Engeln gesprochen hat in der Psychologie. Hatte eine Freundin, die war schwer krank, war todkrank, war im Koma 3 Monate und ich habe sie jeden Tag besucht. Und ich habe einfach mit ihr geatmet, habe ihre Hand gestreichelt. Und einmal in der Nacht bin ich aufgewacht und bin kurz aufgestanden. Darum weiß ich, dass ich nicht geschlafen habe. Und da sehe ich ihr Bild im Sternenkranz, so wie Mariendarstellungen manchmal abgebildet werden. Sie ganz aber ätherisch, ganz durchsichtig und sie bläst eine Kerze aus. Und da wusste ich, jetzt ist sie gestorben. Und das Schöne war, an der Abdankung hat dann der Pfarrer gelesen, was sie noch vor dem
dem Einstieg ins Koma gleichsam gesagt hat. Die letzten Worte waren: Hoffnung ist Licht zu haben, wenn die Kerze verlöscht. Und dieses Erlebnis hat mich enorm berührt und war für mich ein Zeichen, dass es diese Welt gibt. Interessant, Sie würden sagen, Engel sind jetzt da eine Lichterscheinung, darf ich sagen, Ja. aber sicher nicht das, was wir hier vor uns haben. Ja. Viel subtiler. Wie kommt das bei Ihnen an? Also im Islam geht man davon aus, dass Engel aus Licht erschaffen sind. Und da unterscheiden sich die Engel sozusagen von anderen Geisteswesen wie Djinn, auf Arabisch Dämonen beispielsweise, oder von Menschen, die eben aus Erde erschaffen sind und die Geisterwesen eben aus Feuer und die Engel aus Licht. Und daher streitet man sich darüber, okay, wenn sie dann aus Licht erschaffen sind, dann müssen sie eigentlich auch materiell sein, weil letzten Endes ist das Licht eben der fürs Auge sichtbare Teil der elektromagnetischen Strahlung. Aber es gibt auch andere, die der Meinung sind, ja, das ist zwar aus Licht, aber aus einem sehr feinen Licht, das eben für die Menschenaugen nicht erfassbar wären. Also nach islamischer Tradition und Überzeugung sind die Engel aus Licht erschaffen. Aber wie sich man dieses Licht dann vorstellen soll, da gibt es dann unterschiedliche eben Herangehensweisen. Wir haben wenig Wissen über, wie Engel aussehen. Von geflügelten Engeln wissen wir, wenn wir von den Cherubim sprechen, aber ansonsten wissen wir ziemlich wenig. Die jüdische Mystik befasst sich selbstverständlich auch mit der Thematik Lichtwesen etc. Wann sind Engel entstanden? Für mich stellt sich die Frage einfach nicht so, weil die Frage für mich ist die alltägliche: Was sagen mir Engel? Was bringt es mir, wenn ich von Engeln weiß? Und wie kann ich das im Alltag anwenden? Und Engelserfahrungen in der heutigen Zeit, habe ich schon am Anfang gesagt, davor warne ich, weil eben diese Wesen, diese geistigen Wesen uns also für uns kaum fassbar sein können. Also könnte ich sagen, ganz einfach gesagt, diese Skepsis, weil sich das Judentum für das Diesseits und weniger für das Jenseits interessiert? Oder womit hat das zu tun? Ich denke, man könnte diese Formulierung schon so lassen. Nur es gibt eben viele Strömungen, die sich dann doch mit diesen Engelswesen befassen. Also kann ich das nicht ganz mit einem Ja beantworten. Aber ja, im Endeffekt befassen wir uns mit dem Hier und Jetzt. Und die Vergangenheit ist uns ein Zeichen für die heutige Zeit. Jetzt, wenn man im christlichen Bereich schaut, kommt man an Pater Anselm Grün. Sie erinnern sich, mit dem weißen Bart, auch schon in unserer Sendung gewesen, nicht vorbei. Er hat sich intensiv mit Engeln auseinandergesetzt. Wir stellen uns manchmal vor, sagt er, dass der Engel als eine machtvolle Lichterscheinung daherkommt. Wenn wir so etwas erleben würden, würden wir es natürlich sofort glauben. Doch der Engel kann auch ein leiser Impuls sein, der in unserem Herzen auftaucht. Oder er kann uns in einem Menschen begegnen, der uns ein Wort sagt, das unser Herz berührt. Können Sie damit was anfangen? Ja, natürlich. Das ist auch sehr schön formuliert. Wir haben eine ähnliche Idee mit unseren Schriften. Auch die frühen rabbinischen Schriften befassen sich genau mit dieser Frage, was können wir heute mit Engeln anfangen. Und wenn wir uns überlegen, dass Engel eben jede Form annehmen könnten und wenn wir nicht immer wissen, was ein Engel für einen Auftrag hat, dann können wir auch sagen, dass jeder Mensch und jede Sache grundsätzlich den Wert hat, ein Bote Gottes zu sein, also ein Engel zu sein. Und das finden wir eben in den Sprüchen der Väter wieder. Da gibt es einen bekannten Ausspruch, der eben das besagt. Da würden Sie dann auch eben Ihre Skepsis ablegen? Jede Sache kann ein Engel sein, aber die Skepsis bleibt. Ist es so? Das wissen wir nicht. Daher, so sagt eben dieser Spruch, müssen wir, danke für die Hilfe, daher sagt dieser Spruch auch, wir müssen
alle mit Respekt begegnen, weil wir wissen nicht, was der Auftrag ist. Jeder Mensch hat seine Stunde, jedes Ding hat seine Stunde. Wozu bräuchte es denn heute vermehrt Engel, Frau Berner? Also ich denke, in der aktuellen Lage, wo wir eigentlich so materialisiert haben, also ich sehe eigentlich eine Entwicklung seit der Aufklärung. Sie hatten ja am Anfang die negative... Genau. Und ich denke, dass wir uns wirklich eben auf sehr harte Reize hingetrimmt haben. Ich denke auch an die Medien, oder, was da ausgestrahlt wird, was schon kleine Kinder für Bilder sehen, Scarefaces und alles Mögliche. Da braucht es eine Korrektur. Und es wäre mir ein Anliegen auch für die Medien, dass man achtsam ist. Wenn wir jetzt diese großen Gewaltexzesse haben, oder, die sind nicht einfach irgendwie entstanden, sondern wir sind in einer in einer Welt, wo eben sehr viel Gewalt ist, Auge um Auge, Schlag gegen Schlag. Und ich hätte ein großes Anliegen, dass wir uns bewusst werden, auch in unserer Kultur, wo wir Gewalt zulassen, was wir zum Beispiel mit Medien machen. Aber was hat das mit Engeln zu tun? Dass die Engel eigentlich ein Gegenstück wären, dass das Feinere wahrnehmen. Also ich sehe da nicht einfach Flügelwesen, sondern dass wir uns viel mehr auf gute Kräfte, auf Gutes konzentrieren. Das sagt zum Beispiel Platon. Er sagt, wir dürfen uns eigentlich mit dem Negativen nur auf den Zehenspitzen beschäftigen und nur um das Gute hervorzubringen, oder? Und ich denke, der Mensch könnte sich eben viel, viel mehr entwickeln und eben in einem guten Vertrauen sich geborgen fühlen. Und da möchte ich jetzt eigentlich Dietrich Bonhoeffer zitieren, was er über Engel sagt, und zwar in der Nacht, bevor er den Nazischergen ausgeliefert wurde, hat er gesagt: Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag. Also nur jetzt diese zwei Verse. Und ich denke, das ist für mich eigentlich, was Engel oder was diese Kräfte uns geben könnten, einen Gegenpol. Oder dass wir wissen, es gibt auch das andere, jetzt auch weltweit, dass wir nicht nur in die Gewaltspirale gehen, sondern wissen, das Gute können wir eben eine Ermutigung, oder? Aber Kräfte, die das Böse auch nicht aufhalten konnten. Aber die Kräfte des Bösen, denke ich, die sind einfach da. Und wie wir mit ihnen umgehen, das ist die große Frage. Und ich denke, da haben die Griechen wirklich eine einmalige Leistung vollbracht mit der Therapieform, mit der Katharsis. Aber ich glaube, dann braucht man letzten Endes nicht direkt Engel, sondern Eigenschaften, Merkmale, die wir mit Engel sozusagen in Verbindung bringen, nämlich als ein gutes Wesen, ein Wesen, das aus Licht erschaffen ist, ein Wesen, das nur für das Gute steht und von ihr nur das Gute sozusagen kommt. Insofern, das kann ich nachvollziehen, dass man eben versucht, Mechanismen zu finden, über die man eben an dieses Gute herankommt. Aber unbedingt Engel, vor allem wenn auch Engel an sich, wie Sie das vorhin angesprochen haben, wenn die dann selbst so eine Ideologie wird, dass man unbedingt denkt, dass es so ein Wesen gibt. Und vor allem nach meiner Vorstellung, kann das auch dann ziemlich gefährlich werden, wenn man eine bestimmte Vorstellung so weitertreibt als einzige richtige Vorstellung. Das konnte auch im Zusammenhang mit der Vorstellung von Engeln dann passieren. Und es gibt auch dieses Problem zum Beispiel auch im Islam. Ja, das ideologisch wird genau. Im Islam gibt es auch das Problem, dass zwar im Koran der Glaube an Engel mit dem Glaube an Gott und mit dem Glaube an Propheten und an das Jenseits gleichgesetzt wird. Aber genau dieser Glaube wird manchmal auch instrumentalisiert, indem man sagt, wenn man jetzt aus welchem Grund auch immer, nicht mehr glaubt an Engel, dann ist man ein Abtrünniger. Und dann kann man natürlich der Gefahr laufen, dass viele Menschen zu Abtrünnigen zu erklären, weil sie gerade nicht an Engel glauben, weil sie einfach vielleicht auch an Engel glauben, aber eine andere Vorstellung von Engel haben als meine Vorstellung. Insofern muss man wirklich auch vorsichtig sein mit der Übertreibung, auch mit dem Glauben an Engel. Ja, und da beim Glauben hätte ich gerade noch ein Anliegen. Und zwar, das Wort Pistis, das Griechische, wird immer mit Glauben übersetzt. Und das wäre auch Vertrauen oder Erfahrung. Und bei mir, ich würde nie jemandem sagen, er müsse an irgendetwas glauben, sondern ich habe die Möglichkeit, in meiner Praxis erfahrbar werden zu lassen. Oder dass jemand
jemand halt spürt, jemand ist im Elend, was hättest du gebraucht oder was würdest du brauchen in dieser Situation? Und dann kommt vielleicht die Idee, ich bräuchte jetzt jemand, der hinter mir steht oder so. Also, Sie wollen ja mit Ihrem Wissen, mit Ihren Untersuchungen auch der griechischen Tradition, Philosophie, der Psychotherapie neue Impulse geben, oder? Genau, ja. Wie machen Sie das in Ihrer Therapie konkret? Sie können ja nicht da einen Engel vom Himmel herabrufen. Also ich arbeite in dem Sinn nicht mit Engeln, sondern ich arbeite mit den psychischen Kräften. Das heißt, die Person ist an einem Problem zum Beispiel. Sie hat vielleicht einen großen Schmerz erlebt, ein Erlebnis, und das wird aufgearbeitet in Begleitung. Also sie ist nicht allein, sondern sie ist vielleicht in einer Gruppe. Man kann mit Psychodrama zum Beispiel eine hilfreiche Person ihr beigeben, und sie macht eine korrigierende Erfahrung. Und wenn sich diese korrigierenden Erfahrungen verstärken, dann sieht man sehr schön, dann müssen die Personen auch nicht mehr so in große Wut kommen. Es kann Wut verarbeitet werden, auch dunkle Kräfte, und plötzlich ist das nicht mehr relevant. Merkt man, man ist jetzt irgendwie auf einer anderen Ebene, man hat mehr Vertrauen ins Leben. Sieht man sehr, sehr schön bei den Missbräuchen, oder? Ich habe zum Teil sehr, sehr schwierige Lebensgeschichten, wo sexueller Missbrauch bei kleinen Kindern passiert ist, und das ist zum Teil ganz, ganz schwierig aufzuarbeiten. Und da sieht man plötzlich, wie die Leute eben auch ihre Ressourcen aufbauen können, wie sie merken, ja, was sie gebraucht hätten, und mehr eigentlich in diese Zusammenhänge hineinwachsen und das auch umsetzen können im Leben. Und das sieht man dann in den Gruppen sehr schön. Also, dass man das Dunkle eigentlich wie Gift auflösen kann. Aber man muss es auch aussprechen, oder? Das ist wie das Rumpelstilzchen-Phänomen. Und dann eben das Gute einbauen. Und da hat mir gerade letzte Woche eine Patientin gesagt, sie spüre einfach jetzt eine Kraft um sie herum. Und manchmal nehme diese Kraft dann wie eine menschliche Form an, aber viel, viel subtiler. Und ich denke, wir haben eine Ebene, die eben auch Bilder generiert. Aber das sind nicht alle Menschen gleich geschaltet. Die einen spüren einfach, was ihnen gut tut. Und ich denke, man muss es nicht ganz exakt benennen, aber wissen, es gibt Kräfte, die wir wahrnehmen können, die uns gut tun, und es gibt Kräfte, die uns einfach runterziehen. Und wenn wir zum Beispiel einem schlechten Gedanken folgen, einem Wutgedanken, und dann das reinlassen, das ist dann Energie, und dann wird das immer das größer. Positive verstärken. Genau. Sind wir da wieder beim Traum von Jakob mit der Himmelsleiter? Letztlich eine Fluchtgeschichte, eine Ermutigung auf der Flucht? Oder sagen Sie, solche Impulse, wie sie eben Pater Anselm Grün gibt, auch eine Eingebung in meinem eigenen Herzen, das kann ein Engel sein, wenn Sie sagen, na ja, also. Man darf den heutigen Alltag eben nicht verwechseln mit biblischen Geschichten. Biblische Geschichten haben eine Tiefe, die unsere Lebenswelt übersteigt. Und daher ist größte Vorsicht geboten, Vergleiche zu ziehen in diesem Sinne. Wenn man die Idee hat, dass positive Kräfte sich diese von ihnen verstärkt, dann soll man das selbstverständlich tun. Offensichtlich wirkt das. Ob man dazu Engel braucht, weiß ich nicht. Man kann auch den Menschen in den Mittelpunkt stellen und sagen, ich als Geschöpf Gottes, im Ebenbild Gottes erschaffen, ich habe ein riesiges Potenzial. Und das alleine birgt eine riesige Verantwortung für den Menschen. Daher kann man die ganze Gewaltgeschichte auch umdrehen und sagen, warum sollte ich Gewalt anwenden? Gewalt ist etwas, was ich nicht anderen tun soll, und ich bin mir dessen gar nicht würdig. Ich bin auch nicht, niemand ist würdig, mir Gewalt anzutun. Andererseits. Und so kann man eigentlich das Ganze auf den Menschen herunterbrechen. Entschuldigen Sie, wenn ich hier den Spielverderber spiele, aber das ist so, wie das Judentum das eher sieht. Der Mensch alleine schafft es nicht. Der Mensch alleine muss sich Gott nähern wollen. Und wenn diese Prämisse stimmt, dann braucht es Engel nicht. Und ich frage mich, ob überhaupt die Engel die Kraft auch haben,
über die Kraft verfügen, sozusagen gegen diese negativen Energien, gegen diese negativen Seiten eines Menschen sozusagen anzukämpfen. Ich glaube, letzten Endes ist der Mensch selbst in der Lage und hat auch die Verantwortung, gegen diese negativen Energien sozusagen anzukämpfen. Woher der Mensch jetzt diese Kräfte erschafft, das ist natürlich eine andere Sache. Es kann sein, dass er ganz rational darüber nachdenkt und dann sich motiviert, um positiv zu denken und positiv zu handeln. Es kann auch sein, dass er meinetwegen ja mit Ideen wie Engel hantiert, um diese Kräfte dann aus sich heraus sozusagen zu arbeiten und dann gegen diese negativen Seiten anzukämpfen. Aber ich glaube nicht, dass der Glaube an Engel uns bemächtigen kann, sozusagen einen besseren Weg zu gehen, sondern es ist vielmehr die Frage, was wir als Menschen für eine Verantwortung übernehmen wollen oder nicht. Ob wir bewusst uns für etwas Friedliches, für etwas Menschlicheres entscheiden oder nicht. Das, am Ende ist letzten Endes unsere Entscheidung entscheidend, nicht unbedingt der Glaube an Engel. Also wir haben über Engel gesprochen, wie sie in ihren Traditionen zu Hause sind, wie sie ausschauen, welche Funktionen sie haben. Wir sind bis zu den gestürzten Engeln gekommen, die eben auch andere Seiten repräsentieren. Wir sind aus der Geschichte, aus den Traditionen ins Jetzt gekommen. Wir haben viel gehört, wie Engel heute gesehen, interpretiert werden könnten, bis hinein in die Psychotherapie. Vielleicht von Ihnen zum Schluss noch zu dieser Runde jetzt eine Aussage. Wer braucht denn Engel? Braucht Gott Engel oder brauchen die Menschen Engel? Ich denke, die Menschen haben die Möglichkeit, wenn sie ihre Seele öffnen, und ich verstehe die Seele als ein Energiefeld, die eben Energien wahrnehmen kann, dann können Menschen Kräfte wahrnehmen. Und es ist für mich nicht so wichtig, wie man diese Kräfte benennt, aber wenn die Menschen ihren Weg gehen wollen in einer guten Weise, bei Platon hieß es vom Guten zum Besseren, die Schritte machen, dann spüren sie, was ihnen gut tut. Und es ist eben nicht alles nur Bewusstsein, sondern mit Freud, mit Sokrates ist eben sehr viel auch unbewusst, also nicht nur mit unserer Ratio. Also ich denke, wenn wir unser Bewusstsein ausweiten können auf unsere Seele und immer wieder auch unsere Seele erleben, im alltäglichen Leben so eine kleine Auszeit, 10 Minuten vielleicht atmen und uns spüren, dann können wir auch Kräfte, die uns beflügeln, spüren und die uns gut tun. Und das wäre mein Anliegen eigentlich. Ganz herzlichen Dank für dieses Schlusswort. Ihnen ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Nicht mit Engeln, aber immerhin mit der Vertreibung des Menschen aus dem Paradies geht es hier jetzt weiter. Mit einem Augenzwinkern, selbstverständlich. Seit der Vertreibung aus dem Paradies nämlich lastet die Rastlosigkeit auf uns Menschen, sagt der Philosoph Ralf Konnersmann. Gleich jetzt hier in der Sternstunde Philosophie.